Der Podcast auf Besuch im Podcasthaus.li, präsentiert von der Fribeck AG Vaduz. Technik mit Zukunft, regional lösungsstark. Mehr unter fribeck.li oder auf Instagram @fribeck.ag. Hallo miteinander. Es freut mich sehr, dass ich jetzt den ersten Gast im Podcasthaus begrüßen darf. Das ist der Rainer. Hoi. Und wir fangen gerade auch mit einer Überraschung, aber zuerst erkläre ich noch, wie das da läuft in dem Podcasthaus. Wir reden miteinander, das ist sehr wichtig. Wir lernen die Leute so kennen, wie sonst nie. Und der Gast bringt Sachen mit, die sehr persönlich sind. Ihr seht ja schon, was der Rainer mitgebracht hat. Und da bin ich schon gespannt, was er da dazu zu erzählen hat. Und jeweils gibt es auch noch einen Teil, wo der Gast mir Fragen stellt. Das hilft mir dann auch ein bisschen. Ich muss nicht alles machen. Und ich habe ja nicht einmal müssen, das Podcasthaus quasi erfinden. Und da sind wir schon beim Stichwort Überraschung. Da nehme ich jetzt wirklich mal das Handy führen und gehe auf WhatsApp. Und das tue ich dir jetzt einmal vorlesen, Rainer. Also, Cornelia hat da eine Nachricht geschickt, deine Frau. Und sie schreibt: Rainer, ich freue mich sehr, dass du heute quasi bei deiner eigenen Idee zu Gast sein kannst. Ein Podcast-Haus brütete lange in dir. Der Zeitpunkt dafür war jedoch für dich nicht dieser Moment. Umso schöner, dass diese Idee jetzt von Andreas geboren wurde und du mit dieser Podcast-Folge nun auch nach außen ein Teil davon bist. Eine gesäte Idee, die nun aufblüht. Wow. Wow. Ja, ist so. Also die Idee hat geschlummert. Und also mir geht es gleich. Ich freue mich unglaublich, dass das jetzt zustande kommt. Es wäre auch morgen gut gewesen oder gestern, aber immerhin, dass es kommt. Weil es braucht es, bin ich grundüberzeugt. Und das wird auch funktionieren und das wird auch ankommen bei uns. Ja, danke Rainer, jetzt noch zu dem für mich wirklich sehr emotionalen Moment, wo ich im Auto gehockt bin, vor der Universität Liechtenstein. Dort darf ich das Campusradio machen und dort machen Studenten ganz tolle Podcasts, dass sie vorher gerade können kennenlernen. Die haben mich dort immer so in der Rolle gesehen, ja, wie der Dozent, und erzählt ihnen das, und auch nie geredet im Campusradio. Und ja, das fange ich jetzt dank dir auch, weil ich immer denke, ja, es gibt viele Podcasts und du bist für mich der erste Podcaster im Land, über das reden wir auch noch. Und dann ist es wie viel bei mir einfach so passiert. Ist das eine zum anderen gekommen. Also du hast jetzt da ja eine schöne Nachricht bekommen von deiner Frau. Und meine Frau hat mir schon vor langem gesagt, wieso machst du nicht eigentlich einen Podcast und so, oder? Und es ist dann einfach so gewesen, dass ich dachte, mal, jetzt mache ich es. Hat gerade alles gestummt. Und ich war knapp vor der Vorlesung, aber ich dachte, nein, egal, die kennen mich eh schon, dass ich nicht wirklich bin. Jetzt muss ich die auch Leute rein und erzählen, dass ich parat bin. Eben, ich bin jetzt im Auto gehockt, mit dir geredet. Wo bist denn du dort eigentlich gewesen? Ich glaube, ich war im Büro und bei so Sachen laufe ich meistens dann gerade umeinander. Also es ist etwas, wo ich stand im Büro und bei Telefon, wo mich inspirieren und freuen, dann bewegt sich alles bei mir. Und für so. Und darum wäre ich irgendwo durch die Träume durchgelaufen sein dabei. Und ich glaube, es hat ist noch Winter gewesen, gell? Ja, Winter, irgendetwas habe ich in Erinnerung, weil ich schaue auf den Rathausplatz an und dort wird irgendetwas los gewesen. Und es fasziniert mich dann gleichzeitig. Ja, es ist etwas, was überraschend gekommen ist für mich. In dem Sinne aus dem Null raus. Obwohl dass wir auch schon vor längerem einmal darüber geschwätzt haben. Und du hast ja gesehen, dass du es machst. Aber eben, es ist
man redet ja viel, oder? Nicht du, aber grundsätzlich heute. Und wie viel das du davon auf den Boden bringst, es ist dann meistens weniger, als wer das man davon schwätzt. Und darum freut es immer wieder, wenn irgendetwas dann noch zustande kommt und einfach versucht wird. Das ist wichtig. Ja, zum ehrlich sein, habe ich einfach gesagt, so viel ich mich mal erinnere, jetzt fange ich an mit Podcast machen oder so, oder? Und dann bist aber du gekommen mit dem Namen Podcast-Haus. Ja, weil es ist etwas, wo... Also für mich ist es einfach klar gewesen, dass es so etwas gibt. Ich habe nicht begriffen, wieso dass es grundsätzlich nicht schon gemacht wird. Ob es vom Radio ist oder von anderen Medien bei uns im Land, dass so etwas nicht aufgebaut wird. Und professionell aufgebaut wird. Und ich habe einige Gespräche mit anderen geführt, wo ich geglaubt habe, sie sind gut, sie können schwätzen. Und es ist aber nie irgendwie so gefruchtet im Sinne. Aber ich habe immer ein Haus im Kopf gehabt. Ich hätte auch schon gewusst, wo das ist. Und hätte aus eben dann wirklich ein Haus gemacht, wo man sich stundenweise, tageweise einmieten hätte können. Wo das ganze Equipment umeinander gewesen wäre und dementsprechend sich dann halt einfach der Podcast-Format dort aufnehmen hätte können oder ausfindig machen und untereinander teilen. Und es als natürlich aus Geldsicht, aus den Weitertreiben im Sinne von, wie bringt man den so her? Weil an Podcast selber zum Vermarkten ist alles schwieriger, als wenn du wirklich so wie eine Kette hast oder eine grössere Gruppe hast. Und auch Werbepartner und so Sachen zu finden, macht es viel einfacher, wenn es in irgendeiner Form in einem Haus zusammengefasst ist. Ja. Wo werden das Haus gesehen? Zwar dort. Okay. Also es ist zwar dort und es ist dort mal ist es leer gestanden. Also es ist ein Haus, wo zur Familie gehört und dort hätten wir es super ausbauen können und machen können und ja, einfach mal walten und tun. Ja, jetzt ist das Haus zu Tresen. Und das ist ziemlich schnell nach unserem Telefon dann passiert, dass in einem Haus, wo wir da sind, die Legerwohnung frei geworden ist. Mhm. Und also nach dem Telefon ist für mich klar gewesen, Podcast-Haus. Und habe ich auch gerade verstanden, die Idee, und das mir eigentlich auch so vorgestellt. Hast du ja gemerkt, oder? Dort mit dem Telefon. Was ich dort noch nicht gewusst habe, ist wegen dem Haus, oder? Und jetzt sind wir da im Feuer vom Gemeindesaal Tresen, haben die ganze Ausrüstung auch bedient von einem super Typ. Danke an dieser Stelle an Florian Kindle. Im richtigen Podcast-Haus sind wir noch einrichten. Es steht, oder? Und da bin ich auch dankbar, dass das alles so einfach und schnell gegangen ist. Mag ich auch noch etwas dazu sagen. Also bist natürlich dann jetzt auch eingeladen, um dort mal in die Stube zu kommen. Aber eben die Idee Podcast-Haus ist eben für mich auch klar gewesen, verschiedene Formate, verschiedene Orte, verschiedene Produzenten. Und jetzt sind wir da quasi wie im Ferienhaus vom Podcast-Haus. Haben wir Pflanzen da, also man kann ja den Podcast auch schauen. Ja, und dort ist für mich auch so ein Moment, wo ich denke, es ist einfach schon verrückt, was jetzt durch die Idee, wo mir meine Frau Christine gegeben hat, wie lange das gegangen ist. Und ich weiss auch noch, was du am Telefon gesagt hast. Wie schätzt das? Also du hast nicht gedacht, dass ich ein Blabla-Typ bin. Du hast gesagt, jetzt ist aber auch Zeit. Du weißt, es braucht manchmal ein bisschen länger bei mir. Ja, aber jetzt ist es so. Und ja, einfach dort noch dazu, weißt du, ich habe mir dann auch gedacht, ja, was brauche ich denn für Ausrüstung und so, was für Möbel und so. Und ich war dort wirklich voll im Planen gewesen. Dann habe ich etwas Persönliches gehabt, also so eine Operation, die ich unbedingt machen musste an der Mandel, damit ich mehr Luft bekomme und so. Nö. Jetzt kann ich auch, wenn ich nervös Das bin. schwätzen kannst. Ja, dort habe ich mal wirklich 2 Wochen nicht geschwätzt. Ja, Kannst du dir das vorstellen? Nein. Es gehört zu dir, Schwätzen, oder? Man ist ein Teil von deinem Leben. Ja. Aber ein sehr Berufsleben, oder? Es ist ja alles
Ja, und viel wirklich vom Leben. Also ja, Berufsleben schon. Aber was ich weiss, ist, mit 4 haben wir so den ersten Fernseher gehabt. Und also gemietet für Olympische Spiele. Und dann ja, habe ich das halt einfach so moderiert quasi. Mhm. Wie du, auch rumlaufen, auf Deutsch gesagt. So haben wir dort in einem alten Haus gewohnt, haben wir so können rundum laufen. Also Fernsehzimmer, Eingang, nach der Stube und dann bist du wieder beim Fernsehzimmer gewesen. Und dann haben halt die Staffeln gemacht, oder? Und dann bin ich im Umrennen und am Moderieren. Jetzt zum Sportler hat es nicht gelangt, aber eben zum Schwätzen schon. Und jetzt, wann hast du das erste Mal so mit Leuten geschwätzt? Also du bist ja der erste Podcast, aber ich will mal ein bisschen von dir herausfinden, was ich echt auch bis jetzt nicht weiss. Wann ist das bei dir gewesen, dass du angefangen hast, reden oder Fragen stellen oder so? Also ich glaube, Fragen stellen kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich werde immer schon Fragen gestellt haben. Grundsätzlich, auch als Kind stellt man ja sowieso Fragen, wenn es einem nicht abgestellt wird. Und das ist es mir wahrscheinlich nicht. Ich bin aber nicht so der, wo grundsätzlich auf die Gruppen einstellen hast können und dann hat es einfach geschwätzt. Also ich bin dann eher der, der daneben gestanden ist und zugelassen hat und beobachtet hat. Und das ist das, was mich grundsätzlich immer noch prägt und glaube auch ausmacht, dass ich Leute wirklich zulasse. Es gibt auch Stunden, wo es nicht geht, weil man halt so sehr irgendwie beschäftigt ist, aber es fehlt mir grundsätzlich, dass man den anderen nur zulässt. Und man sieht alle, ja, ich suche das Gespräch oder ich nehme Leute mit, also in der Arbeitswelt ganz speziell. Aber wirklich zuhören tut man dann selten. Und man kommt aus dem raus, was man, der Input, den man gibt, kommt man selten eine Frage über. Es kommt dann irgendeine Frage, die halt so irgendwo umeinander schwirrt, aber dass es ein Gespräch raus entwickelt, oder dass man sich Sachen merkt, was jemand vor einer halben Stunde gesehen hat, da bin ich im Normalfall recht gut und kann aber auch lästig sein für die Leute, weil ich halt noch weiss, was vor 8 Tagen miteinander geschwätzt worden ist. Und wirklich dann offen worden im Sinne von das Gespräch auch geführt ist, ja, es ist jetzt ein bisschen über 20 Jahre her, wo ich fast 2 Jahre lang im Ausland war. Und dort einfach gemerkt habe, dass auch wenn es eine fremde Sprache ist, dass es geht eigentlich nur um Schwätzen. Und völlig irrelevant was, aber du findest den Zugang zu den Leuten auch, wenn du schwätzt, weil sonst bist du alleine geladen. Da bist du alleine, aber du hast Familie, du hast alles rund um dich herum. Aber wenn du irgendwo bist und du schwätzt nicht, dann bist du wirklich putzelanig. Und es hat mich, glaube ich, selber ein bisschen geöffnet, dann auch selber aktiver mit den Leuten zu schwätzen. Weil früher hatte ich eher mehr das Motto gehabt, ich sage einfach 3 Sätze und ich habe irgendetwas, einen Inhalt, aber alles, was keinen Inhalt hat oder was nicht relevant hat, sage ich nicht. Und heute bin ich dann eher jemand, der da etwas dann noch mal sagt, was vielleicht auch weniger Relevanz hat. Das ist jetzt vielleicht gerade auch in dem Gespräch, weiß ich nicht. Aber ich bin einfach wie offener geworden diesbezüglich. Wo bist du nicht gesehen? In Australien. Also ich bin es war 2 gewesen. Also jetzt knapp über 20 Jahre her und ja, es ist eine super Zeit gewesen. Und ich habe x Wochen und Monate gebraucht, komme ich zurück oder nicht. Also es ist etwas, wo mich sehr stark beschäftigt hat. Ich habe schon immer einmal im Ausland sein wollen, in irgendeiner Form, und wirklich sein wollen und nicht nach 3 Wochen, 6 Wochen, 3 Monate das Klassische, sondern einfach einmal bleiben und dann schauen, was passiert. Und ja, wir haben den Menschen von da, man kann es vielleicht kaum glauben, aber wieder zurückgezogen. Im Sinne von, es ist einfach viel zu weit weg. Also du kommst keinen Tod mit über, du kommst keine Hochzeit mit über. Klar hört man davon, aber du kannst nicht an die Beerdigung gehen, du kannst nicht an die Hochzeit gehen, du kannst an keinen Geburtstag gehen, du bist 20, 30 Stunden auf Weg, je nachdem, bis du dann dort bist. Und einen Aufwand machst du dann nicht. Und es interessiert dich dann mit der Zeit herum.
Und es ist etwas, wo mich sehr stark schon beschäftigt hat. Und so Bekanntschaften, wie sie zum Beispiel wir haben, wir telefonieren ja weit weg, nicht alle Wochen oder alle Tage oder alle Monate, sondern wenn man sich sagt, schwätzen wir. Oder man läutet sich gegenseitig an und dann wird halt einfach geschwätzt. Dann. Und so Sachen sind natürlich nur möglich, wenn man sich schon länger kennt und meistens so aus dem gleichen Ort oder aus dem gleichen Land oder Region aussen ist, weil man dann dementsprechend halt auch eine gewisse Basis hat zum Schwätzen miteinander. Und ich glaube, eine Basis zu finden, es ist wahrscheinlich auch Kunst, wo jetzt so du probierst, wahrscheinlich mit mir, aber mit allen Gästen, die du hast, dass es überhaupt zu einem Gespräch kommt. Also so redest du jetzt so von der Kultur, vom Gespräch, wie es bei uns ist, aber wie du eben gesagt hast, das hat dich so geprägt vor 20 Jahren. Und dass man eben reden muss. Und ja, okay, das Englisch ist ja dann klar, aber weißt du, was hast du dort so mit den Leuten geredet, weißt du, wo jetzt vielleicht auch anders ist, so vom Dialog oder so? Was erzählen die? Oder du hast jetzt gesagt, okay, hast du zum Beispiel von uns erzählt, oder? Wir haben schon zusammen geschafft, oder? Verschiedene Projekte. Vom See kennt man sich eigentlich noch relativ schnell da im Land. Ich habe mal einen Student haben, da im Campusradio, was es jetzt auch schon 3 Jahre gibt und wo auch die Podcast-Hausfolgen laufen, der ist von Mexico City. Und da gibt es so eine Folge, oder? Coming to Liechtenstein. Und dann hat er gesagt, ja, also für ihn war es halt so gewesen, wenn er nur schon bei sich aus dem Haus gegangen ist, irgendetwas geholt oder so, hat er mehr Leute gesehen als da, sagen wir mal, keine Ahnung, in der Wohnung, oder? Und, aber natürlich, also die erzählen dann auch ganz viele Sachen, oder, was sie da schätzen, um das geht es ja, oder? Rückschlag und dann Natur und so eine Uni haben und können irgendwie ein Rhein und die Berge und so, ist normal, oder? Aber auch dort habe ich schon gemerkt, oder, wenn er erzählt, ist schon ganz eine andere Art. Wie wenn zum Beispiel Coming to Liechtenstein ist für mich auch, wenn ein Student irgendwie aus dem Vorarlberg die Uni kommt, oder? Und ich selber bin noch nie in Australien gewesen, bin in Afrika geboren, meine Frau kommt von Brasilien, habe Schweizer Wurzeln, bin sehr gerne ein eingebürgerter Liechtensteiner, kenne mich da gut aus, ich weiss, da habe ich noch irgendetwas vergessen. Ja, sonst halt, nein, genau, ich habe noch einen Onkel in Asien, in Amerika bin ich schon gewesen, aber noch nie in Australien. Da nimmt es jetzt wirklich Wunder, wie sind dort die Leute, wenn man so Gespräche kommt. Ich glaube, sie sind wahrscheinlich schlussendlich wie die anderen auf dieser Welt. Im Sinne von, sie sind gleich freundlich, sie sind gleich offen, sie sind gleich verschlossen. Und was aber ist, du bist auch immer der Ausländer. Und das ist das, was, wenn du 3 Wochen dort bist, merkst du es nicht, weil dann bist du ein Tourist und alle finden es super und lustig. Wenn du dort lebst und hast eine eigene Wohnung und es geht irgendetwas kaputt, dann läutest du an und dann sagst du, no worries, mate, wir können heute Nachmittag, am Nachmittag kommt natürlich niemand, dann läutest du 3 Tage später wieder an und sagst, du, früher, das tut nicht, oder was weiß ich, die Heizung tut nicht, die Heizung hat es eh nicht gegeben. Das ist eine andere Geschichte, die vielleicht noch mitgegeben habe. Wir haben gefroren wie nie. Und dann hat es halt geheißen, du bist von Europa, also du weißt, was Kälte ist. Und sage ja schon, wir haben Heizungen und ich habe Kappen hinten und das habe ich alles da nicht da. Ich habe gemeint, ich bin zu Australien, ist all warm. Und so haben wir sogar den Tümmler eingeschaltet und so Zeug, dass man überhaupt Würmer in den Raum hinbringen. Und dort merkt man dann halt, dass die Leute, also ich glaube, im Grunde überall geht es ums Gleiche. Oder? Also du hast eine Gemeinschaft, dann kommen Leute von außen und es geht aber immer ein bisschen darum, ja, lässt man es zu oder lässt man es nicht zu. Und das Gefühl habe ich dort unten auch stark mitbekommen. Was ich auch mitbekommen habe, ist, wie man dann selber als ausländische Person, die dort nicht aufgewachsen ist oder frisch dort ist, sich schaut, wie kann ich dort bleiben. Also wir haben die südamerikanischen
Kollegen und Kolleginnen genau sieht, was ich ankreuzeln muss, wenn es um die Visumsverlängerung geht, dass ich es überkomme. Und was ich ja nicht ankreuzeln darf, weil es führt dann wieder zu was ich. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich genau es angekreuzelt, was es braucht hat. Und dort habe ich wirklich gemerkt, dass das, was die Leute da tun und wo man da ihnen auch vorwirft, dann nutzen sie aus dem System aus oder irgendetwas, das habe ich dort da. Also, und es hat mich wie so ein bisschen, ja, nicht geerdet, aber mehr zu verstehen gebracht, um was es geht. Und was ich sehr stark festgestellt habe, sind die Leute drunten. Mein Bruder war dann auch drinnen, also ich bin, hat jetzt gesagt, 8 Monate schon drinnen, als er dann nachgekommen ist. Ich war in Sydney damals. Er wollte unbedingt auf Melbourne wollen. Und die Mama hat gesagt, das gibt es ja gerne, jetzt gehen wir so weit weg und bin ich in eine andere Stadt. Oder? Und mir, es ist halt so. Und ich habe dann aber nachher gewechselt auf Melbourne nachher. Und wir haben dann wie so eine Barbecue-Theorie dann gehabt. Im Sinne von, da unten wirst du sofort immer zum Barbecue eingeladen. Sofort. Also egal, hoi, ja, nice to meet you, pipapo, heute Abend um 6 Uhr Barbecue, bringt Würst mit. Aber du bist nie hinter das Barbecue gekommen. Also wenn einen Tag, 2 später etwas gebraucht hättest, oder du hast Hilfe gebraucht oder etwas, dann bist du es nicht gesehen. Also dort merkst du es. Und es ist schon ein Unterschied, wo sehr stark, wo mich auch geprägt hat, im Sinne von, hey, aber bei uns läuft es eigentlich gerade umgekehrt. Oder? Es braucht viel, bis du zum Grillfest eingeladen wirst. Aber wenn du dort bist, dann kannst du normalerweise so zu einer Stufe her, dass du mir anrufen kannst und dann helfe ich dir morgen zügeln oder ich leide dir irgendetwas aus. Und so ist es eigentlich so grob gesagt, dieses, was ich den Unterschied erfunden habe oder empfunden habe. Hat mich aber dazu geführt, es sind jetzt wieder die Beobachtungen, die ich habe, oder das Zuhören, weil so Sachen interessieren mich dann. Und dann fange ich an, Fragen zu stellen und komme halt auf ein bisschen ins Gespräch. Aber dann kannst du auch klar sagen, jetzt mal so kurz zusammengefasst, du empfiehlst den Leuten von da mal wegzugehen, oder? Weil, ich meine, die ganzen, eben wie du jetzt da auch die verschiedenen Perspektiven dort gesehen hast, und wie sie denn da sind, also die Vergleiche und so, das fördert das Verständnis, oder? Ja, es tut ganz sicher, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen der Typ dazu sein. Gell? Also ich kenne Leute, die schon von Anfang an weg sind, sie sind gerne da und sie sind gerne da und sie sind gerne da und sie vermissen das Ausland nicht oder das Internationale, dann ist es auch völlig okay. Ja? Weil ich habe jemanden kennengelernt, wo ich angekommen bin, wo Liechtensteiner und noch brüllt und ich vermisse es und ich vermisse es und ich vermisse es. Und bei mir ist es schon so gesehen, es ist ein Schritt und du machst es, weißt nicht, wie lange du da bleibst. Dann habe ich gleich schon Kakerlaken wieder in meiner Wohnung und denke, mein Gott, wo bin ich denn da hergekommen? Oder? Mit denen habe ich nach 3 Wochen angefangen zu leben. Oder? Dann siehst du halt auch, wenn sie vorbeilaufen oder irgendetwas. Es ist dann halt einfach so. Aber es muss, glaube ich, schon ein bisschen, an irgendeinen Drang musst du, glaube ich, haben. Und dann macht es so wirklich Sinn. Und so ist es auf irgendeinen ein Zwang oder irgendein. Du glaubst nicht, dass du einen Nutzen oder wirklich daraus rausziehst. Wenn du es hast, dann unbedingt. Und jetzt kommt ein Satz, den ich als Jugendlicher ich habe nicht verputzen können, also nicht mögen können. Gang so lange, dass du jung bist. Gang so lange, dass du jung bist. Gang so lange, dass du jung bist. Und dann denke ich, ja, so was, oder ich gehe, auch wenn ich 40 bin, auch wenn ich 60 bin, was weiß ich. Jetzt bin ich knapp 50, ich gehe nur. Jetzt hast du einfach, du hast die anders eingenistet. Vielleicht gehe ich 3 Jahre wieder, wenn irgendwie alles nur so läuft, wie ich will, da, vielleicht dann weg. Aber man nistet sich dann halt schon ein mit der Zeit und man wird auch älter und ja, gell, die Unbefangenheit, wo man dort mal bin ich 6, 7, 28 gesehen, so dort drin. Da hast du halt das Switch, oder? Ob ich jetzt aufgestanden bin, nicht aufgestanden bin. Klar habe ich Schule gemacht, klar habe ich auch lernen müssen. Und es war nicht nur Sprachschule, sondern ich habe Marketing-Schule, Management-Marketing-Schule gemacht.
der zweite Teil, der erste Teil ist einfach Halligalli, oder? Und Juhei, und dann lernst du eben Leute aus Mexiko kennen, vor 3 Wochen sind sie mal da, und dann lernst du die Leute aus Brasilien kennen und Leute von Japan, Koreaner, mein Gott, dann habe ich fein gekocht, oder? Es ist einfach herrlich, wie man mit denen ins Gespräch kommt. Und ich habe die Hiesigen nicht umgangen, aber ich habe die Schweizer zum Beispiel ziemlich weg ignoriert. Aber ich habe nicht Schweizerdeutsch schwätzen, weil ich bin dort wegen anderen und nicht wegen der Schweizer. Und bei den Hiesigen im Sinne von Leuten, die ich halt von da schon kennt habe, ist ja logisch, dann kann ich nicht her und rede nur Englisch. Aber man hat viel erlebt. Was vielleicht mit 50 Jahren Zugang dann nur hast oder dann hast, was dort jetzt der Knacki dort in dieser Bar drin und so auf seine 50 Killen oder was nicht mehr dann halt dazu ist. Also es ist eine Lebensfreude, wo, ja, wenn ich weitermachen kann, auch von den Südamerikanern, das Essen asiatisch, Südamerikaner, so ein bisschen die Lebensfreude. Und so Sachen, wo sie dann mir wie so einen Satz gesehen haben, jetzt bist du einer von uns geworden. Und dann... Also Südamerikaner. Und die gerne, also wieso oder so. Und sagt er, ja, jetzt ist es der gleich, wenn du spät kommst. Ja. Also, weißt du, so ganz banales Zeug, wo du gerne nicht merkst am Anfang. Ja. Und man haben mit den reingelegt, das ist auch eine Wanduhr, der Brasilianer war der WG gesehen, 3 sind glaube ich dort gewesen. Er war ein super Typ gewesen. Manche hatten eine Batterie in dieser Wanduhr drin gehabt. Und ich jetzt mal her gesehen, die Batterie, ja, das nächste Mal, das nächste Mal, bin ich wieder gekommen und nichts drin. Und irgendwann bin ich gekommen, eine Uhrzeit gestummt. Und ich, ist das cool, oder? Und dann trinken wir und machen und tun. Und eine Stunde später schaue ich drauf, die Uhrzeit immer noch gleich. Jetzt haben sie sich einfach auf die Minute hergestellt, um mich halt wieder damit zu fuchsen. Ja. Aber ja, es sind also Sachen, wo ich begreife, dass Zeit und Pünktlichkeit bei uns extrem wichtig ist. Und bei ihnen hat es hat einen anderen Wert. Oder? Und ja, jetzt kannst du sagen, ist Larifari oder nicht, aber ja, es ist ja so, und anscheinend funktioniert es und es hat auch viel Gutes, gell, im Sinne von, eben, du kennst es viel besser. Aber ja, das ist eben auch gemeint, der Klassiker ist ja so, klar kann man noch gehen, wenn man gehen kann, also das hast Highway und kommst von Zürich gerade schon wieder zurück, oder? Ja. Aber weißt du, hast jetzt so viel erzählt, oder? Verschiedene Nationen und verschiedene Sachen, jetzt das mit der Zeit, oder? Und was ich will sagen, ist, der Klassiker ist nur schon, wenn sie auf Malta gehen oder irgendwie so, die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner merken dann, ja, hey, wir schön da haben, oder? Aber was jetzt mir bei dir am Anfang schon aufgefallen ist, und du erzählt hast mit diesen Kreuzchen und quasi schauen, dass es für dich passt wegen dem System, und dann hast du selber eingebaut, oder wie man es denn da so sieht. Oder mir geht es einfach um das Verständnis von Sachen, nicht nur, bauen wir eine Heizung oder irgendwie so eine saubere Straße oder irgendwie sowas, weißt du, wegen dem Zusammenleben, oder? Weil, also wir haben ja da nur schon das Trisen, jetzt schaue ich, vielleicht kann man da unserer Trisen, der Florian, so Korrektur geben, aber ich sage es jetzt mal so, über 40 Nationen haben wir sicher da, das wissen wir vom Fest der Kulturen. Und ich auch in meiner eigenen Geschichte, das ähnlich wie du. Ich meine, ich bin auch in jungen Jahren einmal dann wieder zu Kapstadt gewesen, als ich auf die Welt gekommen bin. Und dann nachher, ja, gedacht, jetzt bin ich in Afrika und gehe mal surfen. Und hier und der war auch saukalt gewesen, also, weil das ist ja anders mit den Jahreszeiten. Und genau bin ich mal wieder dort gewesen, so in den 90ern, wo es auf das Mal im Flughafen Johannesburg geschneit hat. Also es hat Schnee gegeben. Stellst du dir nicht vor, oder? Oder dann habe ich auch ein ähnliches Erlebnis gehabt, wie du, wegen der Schweizer, oder? Obwohl, also ja, eben, ich Schweizer Wurzeln, ist ja klar, oder? Aber dann bin ich da in so einer südafrikanischen Stadt, Sehnsuchtsort, Kapstadt, und dann geht man in ein Swiss House, oder? Berner Rösti. Also mindestens so gut wie in Bern, also alles echt. Und die Leute reden über Schweizerdeutsch, oder?
ist mir jetzt auch komisch vorgekommen. Aber andersrum muss ich auch sagen, ja, irgendwie jetzt mit ein paar Jahren Abstand, oder? Muss ich noch sagen, ist es noch cool, wenn man auch so gewisse Traditionen, solange man meiner Meinung nach offen bleibt, behalten im Ausland. Weil das erlebe ich jetzt extrem durch meine Schwiegereltern, die einen Hof haben in Brasilien. Und mit denen kann ich im Fall Dialekt reden, weil die kommen ursprünglich aus der Pfalz. Ja. Oder? Ciao. Und es war lange für mich so, so, das sind die Auswanderer von 1840. Oder? Und dann, das glaubst du nicht, dann habe ich irgendwann über meine Frau hier im Land ein Buch geschenkt bekommen. Oder? Wo's, ja, dort hat die Frau nur zu der Christine gesagt, ja, das musst du lesen, das passt zu dir und so, oder? Und ich bin jetzt nicht einer, der viel liest, ich bin eher einer, der viel redet, oder? Und dann lese ich das und weiss noch, so ein Bett und auf einmal Seite 94 auf einem Schiff, oder? Wo auch da in dieser Hungersnot die Leute von da auf Sao Paulo sind. Fehlt irgendwie das Essen, das halt dort schön aufgeteilt war, oder? Und das sind zum Teil Schiffe ohne Kapitän, muss man sich noch vorstellen, oder? Das sind einfach, Klammer auf Klammer zu, das sind Leute, die einfach gegangen sind, weil sie da gehungert haben, oder? Kann man jetzt auch wieder sagen. Wenn du das Beispiel gebracht hast, also wie du Kreuz jetzt machen wir so und so, oder? Und das sind einfach Leute, die Hunger haben, die gegangen sind. Aber Seite 94. Das Zeug fehlt zum Essen. Und ich habe es nicht gewusst, dann steht dort, und schuld waren wieder die Kräckli-Buben. Also musst du mir vorstellen, wie es dir geht. Und das ist kein Roman. Also das ist ja so mit Dokumenten von Bern und das Privatarchiv und so, dann sind die da halt wirklich so, um es ein bisschen zusammenfassen, von Langquart, dann halt irgendwie auf ein Schiff gekommen und dann überall. Oder? Und dann merke ich auch, also es ist eine Welt, oder? Und also bei mir geht es dann schon auch so, sagen wir mal, ja, romantisch gesehen, kannst du sagen, wir sind alle gleich oder so, oder? Aber ich meine, es sind einfach alle so ähnliche Geschichten. Und darum bin ich eben so fasziniert, wie du jetzt erzählt hast von Australien. Also, dass es neben dem Highway, wo du gesagt hast, es ist ja völlig verständlich, oder? Warum du wieder zurückgekommen bist. Also hast auch schön offen das erzählt, oder? Aber das hat mir jetzt wirklich sehr gefallen. Die vielen Erlebnisse, wo du eigentlich ja dann mit neuen Perspektiven zurück ins Land gekommen bist. Hätte ich das auch offener gemacht denn für die nächsten Schritte, die du da gemacht hast? Ich glaube schon. Also vielleicht kann mein Freundeskreis es anders bestätigen. Oder ich glaube, also mir hat es mal sehr innerlich geöffnet, weil ich mich gerne mit Sachen auseinandersetze und gerne nachfragen sowieso oder verstand, was Sache ist. Und es hat mir einfach geholfen, wie es jetzt du mit dem Buch hast, auf dieser Seite 94. Und ich hatte es gleich dort unten gehabt, dass es einfach wie also wir sind nicht alle gleich, es ist sicher nicht, aber wir haben doch alle die gleichen Mechanismen in uns drin. Ne? Und Beispiel, ich habe eine australische Kollegin dort unten gehabt, mit der bin ich auf Weg ohne Ende gewesen. Sie ist von außen voll asiatisch, also sie ist Thai gewesen, voll asiatisch ausgeschaut. Dann. Und ich habe mit ihr in asiatische Restaurants gegessen können und ihn hat sie über die Asiaten aufgeregt, also ohne Ende. Ja. Und das erste Mal, was sie es da hat, hat gesagt, hey, also, was ist denn los? Oder? Man schaut die an, dann sieht sie eine Banane. Oder ich bin eine Banane. Oder? Ich sage, ja, was eine Banane? Innen weiss, aussen gelb. Und es sind so Sachen, eben so Sätze bleiben mir dann und denke, das ist ja voll krass. Oder so jemand, der genau gleich ausschaut, sagt sich eigentlich schon wieder anders mit den Leuten, die auch gleich ausschauen, aber innerlich anscheinend einen anderen Pass hat oder anders aufgewachsen ist oder irgendetwas. Also es hat sehr viel mit ich bin von da, ich bin ein Hiesiger und die anderen sind von dort und das machen ja wir da auch so.
Tschücker und das sind Pfötschinken und das sind Berger. Aber was ich auch noch hatte, und jetzt, es ist ja das, was ja wieder lustig ist, ja? In Australien da unten bin ich absolut Freund von den Deutschen geworden und von den Schweizer und von den Österreichern, grundsätzlich von der Politik, die sie machen, von der Medienlandschaft, wie sie auftreten, wie sie vorgehen, weil ich wieder die andere Seite wieder gesehen habe und gemerkt habe, also so schlau, was jetzt jeder Hund alles machen. Und sie sind ja sehr angelsächsisch, UK bezogen, Amerika bezogen, und dort war gerade der Krieg gewesen. Mein Gott, was ist dort los? Etwas ist Irak wird es gewesen. Und also das hat ziemlich krasse Einstellungen gehabt. Und dort bin ich auf das Mal so, ja, ich habe Deutschland verteidigt. Und dann steige ich in den Flüger ein, fliege rauf, steige Frankfurt oder irgendwo um und denke, mein Gott, jetzt sind die Deutschen wieder. Und reg mich schon wieder auf. Also wieder ein anderer Kontext. Und habe schon wieder die Liechtenstein-Dinge angenommen. Dort unten habe ich super Deutsche und ich habe das mögen, was sie tun haben politisch. Und ich habe sie verteidigt, viel verteidigen müssen. Und haben ist wieder anders. Und das, darum die Rollen, wo jeder Mensch schon einnimmt, hilft vielleicht der Situation selber auch zu verstehen, wieso dass so ein Mensch reagiert, wie er reagiert. Und manchmal sagen mir Leute irgendetwas im Kopf und ich denke, also Gottes Willen, was ist denn da eingefahren? Und ich habe so rein umgekehrt genau gleich auch schon gemacht. Also ein paar werden sich noch daran erinnern. Aber es ist wie, du bist dann wie in einer anderen Welt, in einer anderen Rolle und dann passiert so etwas und es hat meistens gerne nichts mit dir selber zu tun. Und darum, bei so Sachen sind wir dann wieder wie gleich, oder? Dort funktionieren die anderen Menschen dann sehr ähnlich. Und jetzt auch ein Zeug fasziniert mich dann, weil schlussendlich, glaube ich, einfach geht es darum, dass man es gut hat, dass man gut leben kann, dass man sich ein paar Sachen leisten kann, wo man Freude hat, dass man fein zu essen hat und auf der Ruhe hat. Das lässt sich ja niemand gerne irgendwie sagen, was er zu tun hat und politisch und gesellschaftlich schon gerne. Aber ja, wir lassen uns gerne verleiten und das merkt man dann auch wieder, wie Medienlandschaft, also jetzt das auch so ist, dann wieder Einfluss nehmen kann auf generell auf so Sachen, auf Einstellungen und man glaubt, man denkt so, aber es ist einem wie mitgegeben worden aus der Gesellschaft, dass wir also glauben. Gut, dann kommen wir jetzt von Australien zurück. Was ich jetzt auch neben den vielen interessanten Sachen, die ich vorher schon erwähnt habe, lustig gefunden habe, ist, also wenn jetzt mal da in einem Winter mal eine Heizung nicht tut, dann kann man ja zum Tümpler gehen. Aber ich habe noch ein paar andere Sachen ausprobiert. Aber ja. Und dann kommst du eben wieder zurück und irgendwann hat es ja dann auch eine Verbindung gegeben von Unterländern und Oberländern mit dem Heuladen. Über das mag ich dann schon reden, weil da habe ich jetzt eigentlich auch wissen, oder, von wo hast du die Art so zum Zulassen und zum Aufsaugen, wie du im allerersten Podcast dann gestartet hast vom Land. Aber davor sind noch ein paar andere Sachen gewesen. Du bist in ganz anderen Bereichen am Arbeiten gewesen. Genau, also ich komme aus dem Finanzsektor, ich habe Banklehre und bin immer im Finanzsektor tätig gewesen, über 20 Jahre und immer aber im Marketing, im Vertriebsbereich, aber ich habe immer mit Geld zu tun gehabt, immer mit reichen Leuten zu tun gehabt, ich habe viel mit Boni zu tun gehabt und habe dort halt auch meine Sachen erlebt. Ja, es ist meine Welt gesehen und irgendwie auch nicht. Und ja, es hat mich sehr geprägt, auch dort zu merken, was mit Geld passiert, auch mit den Menschen. Also ich bin wieder aus dem rausgekommen und natürlich aus der Vertriebs-Marketing-Sicht, wie verkauft man so etwas, wie kommuniziert man so etwas, was für Strategien das man hat. Und hat dort jetzt mal den Rang zum Digitalen sehr stark dann gleich sehr früh dann haben wir gemerkt, wenn das Marketing wird digitalisiert.
Und dort hat es, also ich weiß gar nicht, was dort überhaupt schon gegeben hat, wo einige Gedanken das erste Mal schon aufgekommen sind. Und habe mich aber gewusst, es wird Zukunft sein. Es ist etwas, wo mich auch sehr stark prägt, ist jetzt falsch gesagt, aber sehr stark antreibt. Also das, was passiert, Folgewirkungen, Folgekosten, Folgen, also was wird daraus aus, wohin geht Gesellschaft, was bewegt uns, was läuft gut, was läuft falsch. Und ja, aus dem aussen ist die Digitalisierung entstanden, aus dem aussen dann eher den Weg vom Finanzsektor zum Heuladen jetzt nicht direkt, aber im Sinne von, meine Frau hat es aufgebaut und ich habe dort immer schon mitgeholfen, vor allem im Hintergrund, vielleicht nicht vom ersten Tag weg, aber bin sehr stark dort drinnen tätig gewesen. Und ja, wie soll ich sagen, es ist das erste Kind von uns auf die Welt gekommen. Und dort hat es bei mir angefangen wie ein Rattern, im Sinne von, was passiert jetzt, oder was passiert da mit dem Heuladen. Und es ist klar, wenn du als selbstständige Frau ein Kind überkommst mit Ladenöffnungszeiten, man entweder sagt das Kind nie, oder es geht einfach nicht auf. Und dort habe ich den Beschluss getroffen, um einfach zu sagen, okay, das ist jetzt genau der Zeitpunkt, vom Finanzsektor wegzukommen, um sich ein Jahr der Familie, am Heuladen, Kind, Frau widmen und dann mal schauen, was passiert. Hat aber einen Prozess gebraucht, gell? Es ist vom Seher vom Hoch, wo man hatte, auf Null. Und nicht nur auf Null, sondern auf die Kosten alle Monate. Und ohne zu wissen, was passiert und ob man dort dementsprechend Anschluss findet, dann auch wieder beruflich. Ja, und aus dem all dem Ding raus hat sich dann ein paar Sachen ergeben. Also ich sage jetzt mal, klassisch KV gemacht, weil der Papa gesagt hat, macht er etwas Gescheites. Ich wäre vielleicht Bauer geworden, wahrscheinlich wäre ich Bauer geworden. Vielleicht wäre ich auch etwas anderes geworden, aber es sind so Sachen, wo mich eher angetrieben hat, als wir das Büro. Bei uns aber kein Betz, weil ich bin ja heute immer noch im Büro und es ist eine Welt, wo in Kombination funktioniert. Dort habe ich jetzt gerade auch beim Gespräch eine persönliche Erinnerung. Dort bist du in dem Moment, wo wir Cecilia bekommen haben. Sie ist jetzt 4,5. Da hat es bei mir angefangen mit so Nebenjobs quasi. Ich war dort noch ziemlich im Radio drin gewesen. Und irgendwie so zum sauber abwickeln habe ich dann mal so einen Gewerbeschein gemacht und ein paar Sachen und bin dann so reingekommen mit dem Arbeiten und jetzt bist du Papa und wie geht das? Und das habe ich auch sehr geschätzt, denn der persönliche Austausch mit dir, weil du eben einer bist, der das gemacht hat mit einem ganzen Jahr, oder? Und hast ein ganzes Jahr dann voll auf Familie gesetzt. Also dort hast du selber nicht Geld verdient. Eben, weil dann bin ich eigentlich vielleicht also in der Top 10 drin, weil ich habe im ersten Jahr, wo Cecilia da auf die Welt kam, habe ich gedacht, ja, da muss ich jetzt also schon auch schauen, dass ich da nicht immer irgendwie am Abend oder am Wochenende oder weiss Gott was, es gehört halt zum Job, wenn man Radiomoderator ist. Dann habe ich 4 Monate nicht geschafft, oder? Dann irgendwie herausgefunden, ich glaube, wir haben uns dann auch über so Sachen unterhalten, was man machen kann mit unbezahlt und so. Und ich weiss noch genau, wie dann dort lustigerweise, also ist es gerade egal gewesen, ob eine Frau oder ein Mann vorgesetzt, oder? Die haben mir dann komisch angeschaut, haben von dem gerne nicht gewusst, dass es das gibt. Und da ist ja so ein Recht, unbezahlt nicht, wenn du es früh genug sagst. Ja, und dann
sind dann halt so Sprüche wie, willst du nicht arbeiten und so, oder, aber du kennst mich, also du eigentlich eben schon auch noch gerne arbeiten. Aber das ist mir wichtig gewesen und jetzt hast du mich dort eigentlich auch ein bisschen, soll ich sagen, vorwärts gebracht. Wie war denn das Jahr jetzt für dich gewesen? Du bist auch jetzt noch einer, also da habe ich das immer auch cool gefunden, wenn ich dich gesehen habe mit den Kindern im Städtli und so. Ja, weißt, was hat dir das Jahr so gelernt, gebracht? Wenn du jetzt vergleichst, weißt, vorher bist du mit dutzreichen Menschen zusammen gewesen und hast gesehen, was Geld macht und so. Dann einfach einmal so auch auf Null. Ich meine, so einfach ist ja das, denke ich, auch nicht gewesen, oder? Nein, also wir haben x tausend Franken im Monat weniger brauchen dürfen. Oder? Also es ist ja nicht so, dass wir auf einem super Level auf Weg sind, aber weltweit gesagt immer noch auf einem hohen Level. Oder? Im Liechtenstein ist man dann immer, aber es ist immer noch gut. Oder? Und es ist ja auch sagen wir mal, mit unserem Lebensstil, den wir hatten, hat sich ermöglicht, dass wir durch einen hohen Lohn etwas auf die Seite gebracht haben. Und es hat dann aber auch dieses Jahr dann dementsprechend ermöglicht. Und was aber dazu gekommen ist, dass der Heuladen natürlich wie jeder Laden wahrscheinlich oder jeder Start-up, du fängst ja nicht an verdienst zu schleichen. Also dort brauchst du ein paar Jahre, bis du Break-Even hast, bis du mal dort bist. Und dort sind wir noch nicht gesehen. Also wir hatten einen Laden, der zusätzlich Geld gekostet hat und ich wusste, wohin das geht. Aber es ist ja so etwas, und jetzt nicht wertend wegen Schuhläden oder Kosmetikläden, aber wenn es die Frau so etwas gesehen wäre, hätte es vielleicht auch nicht gemacht. Aber da ist jetzt irgendwie etwas gesehen. Der Heuladen hat davon irgendetwas. Es macht mit uns was. Und natürlich auch, wir können extrem viel aus einem Laden machen. Ne? Und aus nichts etwas machen, es ist viel schwieriger, aber es fasziniert mich und vor allem auch Cornelia, die Frau, weil es macht es eben aus, oder? Weil die allermeisten in gefangenen Projekten erst an so haben überall irgendwo das Geld und irgendwo Stiftungen oder irgendetwas und ja, wenn das Geld mir geben, dann mache ich das, weil dann habe ich. Ja, nein, die faszinierenden Menschen sind die, die einfach aus sich heraus, wieso auch immer, irgendwie einen Betrieb haben und das anfangen und das machen. Und was hat es mir gebracht? Im Heute-Leben. Eben, was ich vorher gesehen habe, ich bin sehr zukunftsdenkend. Und einen Weg bin ich aber auch grundsätzlich durchs Leben gegangen. Also mich hat mehr interessiert, was in 3 Tagen los ist, als was jetzt los ist. Und auch mit Menschen, mich hat mehr interessiert, was wir am Freitagabend machen, als was wir jetzt besprechen. Und die Kinder sind ja komplett anders. Es ist jetzt. Und jetzt habe ich das Lust und jetzt habe ich das Lust und im zweiten Moment habe ich das Lust. Aber es ist immer jetzt für sie. Ja? Und wenn man so mal nicht so mit den Kindern hat oder sie sich aufregen, es ist jetzt. Mal in 3 Minuten bist du wieder mit ihnen zusammen und du bist immer noch der Papa und bist immer noch der... Und wir alten Säge, mal so, sind nachtragend und reden noch lange miteinander. Und das ist schon das, was mich bei den Kindern fasziniert, heute immer noch. Wo ich extrem gerne noch mit ihnen auf umeinander laufe, völlig nicht gelangweilt, aber ohne zum etwas zu haben. Und die Fragen, die kommen, Papa, wieso ist das? Und Fragen, wo du denkst, wow, also, weißt du, es hat nicht mit Intelligenz zu tun, aber einfach, also von dem Blickwinkel habe ich es gerne nicht angeschaut. Oder? Und es hat mich dann wieder geöffnet, im Sinne von, ja, ich kann Sachen auch anders anschauen, ich kann sie anders beurteilen, anders bewerten. Und es hat mir unglaublich viel gebracht. Und also ein Punkt, wieso dass ich es auch gemacht habe, ist ja eben im Finanzsektor sehr mit einigen Männern zu tun gehabt, die gesagt haben, ich habe es verpasst. Ich habe nur altgebuckelt. Und ich habe mir geschworen, wenn es passiert mir nicht. Mir nicht, ich will es nicht. Also, was gibt es? Für was sind wir auf der Welt?
Ein Sinn des Lebens oder was weiß ich, aber für was? Wir sind nicht da, zum das zu kaufen oder zum das erreichen. Wir sind eigentlich da, um mit uns oder Nachfolge oder Kind zu zeugen, dass es uns noch gibt in 400 Jahren oder 500 Jahren. Und jetzt komme ich aus dem Projektmanagement raus. Es gibt ja eigentlich ein schönes Projekt. Eigentlich nicht. Weil es ist das einzige wirklich Wortprojekt. Ich bin vorher, bevor ich herkam, bin ich auch wieder mit Projekt beschäftigt. Ja, sicher sind sie mir wichtig. Sicher nehme ich es ernst und sicher knülle ich mich ein. Aber also, gell, was geht es? Es geht um Menschen und Familie und Kind ganz speziell. Und wie hat denn das so deine Frau wahrgenommen? Und wie war das für euch gewesen, jetzt so fürs Zusammenleben? Ich meine, das macht jetzt auch nicht jeder Mann. Es macht aber auch nicht jede Frau mit. Gell? Ja. Also es braucht eine Gegenseite. Ja, ist aber auch gerne nicht so wirklich einfach. Also ich habe an einem Zeitpunkt, bevor ich ganz aufgehört habe, habe ich reduziert. Und am Tag weg ist mir sonnenklar bewusst worden und auch merklich mitgegeben worden, jetzt ist die Karriere vorbei. Also es ist nicht in dem Sinne akzeptiert, dass du so etwas machst. Oder? Dort sind die Strukturen immer noch sehr, sehr stark und da braucht es halt wie so ein bisschen einen eigenen Grimm vielleicht oder auf irgendeinen Glauben. Aber eben, du brauchst schon ganz klar einen Partner oder eine Partnerin dazu, wo es mitmacht. Oder wenn sie sagt, ich will alle Monate einen Jeep kaufen und ich will einen Pool und ich will mit dem Helikopter rumfliegen, dann hätte ich dort bleiben müssen. Und noch anders, wo ich genau zum Zeitpunkt, wo ich eine Entscheidung getroffen habe, zum Kündigen, habe ich von einer anderen Bank ein Angebot bekommen, wo noch einmal einen Stock mehr Geld mir monatlich eingebracht hätte und jährlich, als wenn ich es schon vorher hatte. Und das Ding, es verwundert mich heute noch, gell, ohne jetzt da irgendwas gross aus, aber es hat etwas gemacht mit mir, oder? Entscheide ich mich jetzt fürs Kind und die Familie oder entscheide ich mich fürs Geld? Ja? Und dann ertappe ich mich selber, ja Gott verdammt, wieso überlege ich mir das überhaupt noch? Also in der Situation, kein Geld haben, dann musst du, oder? Aber nicht von gut Geld haben, noch mehr Geld oder gut Geld haben und Familie, dann kommt die Überlegung dann dementsprechend entscheiden. Aber hast du auch automatisch mehr Zeit gehabt, natürlich für Kinder, aber auch für die Frau? Also, denke mal, wenn du so bist du ein bisschen am Rumchatten gewesen, mit den reichen Leuten und so, sus. Ja, gell, wir arbeiten beide gern. Ja. Und Cornelia arbeitet auch. Also ja, wenn nicht, in dem Sinn. Oder? Und wir haben einfach wir haben unsere Zeit mit den Kindern und ich haben. Jetzt ist wieder im Jetzt-Leben. Ich habe meinen Papatag und es ist mein Papatag und nicht noch nebenzu hin und noch arbeiten oder irgendetwas. Es ist es. Aber die Tage vorher, es ist dann Arbeiten und dann bin ich dort drinnen. Mhm. Und so jetzt auch Cornelia. Ja. Und also es ist weit weg so, dass wir uns wegen dem mehr Sachen hätten. Ja. Weil entweder ist sie daheim gewesen, oder bin ich im Laden gesehen, oder ich wieder daheim gewesen, sie ist im Laden gesehen. Und dann hat man zum Stillen, ist man dann mit Resen in den Laden eingegangen, weil es ist oft, ja, retten wir den Laden nicht und wie gehen wir mit dem um. Aber durch das, dass wir es so nachkennen und nachwohnen, ist es alles möglich gewesen. Und natürlich auch mit meinen Eltern und Schwiegereltern ein riesen Glück, dass dort alles, das ganze Umfeld mitgespielt hat und nicht nur gespielt hat, sondern dabei war. Und ja, es hat dann ineinander funktioniert. Und ja, ich glaube, es ist ja so in uns drin, um so Sachen einfach zu machen. Wie sie jetzt ja wieder ein ganz anderes Projekt wieder am Laufen hat, wo
Ja, es ist wieder faszinierend. Also das mit der Schule? Mit der Schule, genau. Das kannst du noch erzählen. Erzähl dann vielleicht mal ein bisschen mehr über das Thema Schule mit dir. Aber eben ich glaube, wir hätten uns weniger gesehen, wenn ich es nicht so gemacht hätte. Aber wir haben uns nicht jetzt wirklich tagweise gesehen. Oder? Es ist einfach stimmig, es ist passend für beide, es geht auf und wir schauen auch, dass wir die Sachen machen, die wir extrem gerne machen. Und dann passt es. Der Podcast auf Besuch im Podcasthaus.li wird unterstützt von der Fribeck AG. Ob Druckluft, Hydraulik, Wassertechnik oder Automation. Bei der Fribeck AG gibt es für jede Aufgabe die passende Lösung. Alles aus einer Hand mit grossem Lager und Hol- und Bringservice. Fribeck AG ist Exklusivpartner von Kränzle AG. Alles rund um Hochdruckreiniger. Und von der Numatic AG für Reinigungs- und Wartungsgeräte. Dort gibt es jetzt eine echte Innovation. Ein Akku kompatibel mit vielen Geräten. Und neu, die Fribeck AG bezieht den Grossteil der Schläuche direkt von einem der grössten Schlauchproduzenten von Europa. Mehr unter fribeck.li oder auf Instagram @fribeck.ag. Jetzt hast du ganz viel mal jetzt gesagt. Und ich bin schon ganz gespannt auf deine Gegenstände hier. Aber jetzt machen wir da einmal etwas ganz anderes. Ich habe die ja auch schon dürfen so erleben als Familienvater, zum Beispiel hier oben im Steg, wo wir gerade auch da oben waren. Ich glaube, wir haben dann fast einmal noch irgendwie gegenseitig auf die Kinder geschaut. Dann hat der eine dort durch und der andere dort durch. Wasser. Ja, jetzt für die Nächsten, die dann da im Podcast-Haus sind, ist dann keine Überraschung mehr, weil sie wissen, es gibt eine Überraschung. Also, das mit dem Text haben wir am Anfang und jetzt gibt es noch überraschende Fotos. Was sieht man da? Da sagt man mich mit vorne mein grösser Kind und hinten mein kleiner Kind. Also auf dem Rücken am Kraxler drin und vorne, wenn ich das andere Matle habe. Also wir haben 2 Matle und beide träge. Ja, Und stark gemacht. ja, ich bin gerne. Schneerrockenproblem. Ich bin gerne Kletterturm. Also, Ja, geil, es hat auch mit Nähe zu tun und ich komme nicht so viel zum Sport machen und auch das wieder, wenn ich umträge, es bringt mich wieder zum Schnaufen, es bringt mich wieder, also es ist wie ein Beet, sie hat Nähe, aber es ist bockstreng, aber ja. und da streng gewesen. Das ist in Oberammergau, wo wir am Wandern sind, ist der Altherrenweg. Ist etwas, wo ich glaube, ich denke wahrscheinlich alle 3, 4, 5 Tage über einen Ort draussen. Schon? No, ja. Hat ja darum das ausgewählt? Das ist gut möglich, ja. Also wir gehen nicht so schon, ja, sind es halt seit die Tochter auf der Welt ist, in 8 Jahren, dann sind wir sehr schon 8-mal draussen gewesen, wahrscheinlich sind es schon ein bisschen mehr. Und ist auch etwas, das haben wir früher gerne nie getan. Also früher hast du einmal gesehen, abgehakt, zum nächsten abgehakt, zum nächsten abgehakt und ja, nicht noch einmal irgendwo hier. Also das wäre jetzt eine Sache. Aber da haben wir jetzt wie so ein bisschen einen Ort gefunden, wo ein Zimmer hat. Und dort sind wir 4 und es ist einfach alles passend. Und wenn irgendetwas aufpoppt oder kommt, oder Schwimmbad haben sie jetzt leider zutun müssen, weil sie es einfach nur mehr vermögen. Es passiert im Deutschen leider 100-fach in den letzten Jahren. Ja, dann ist es dann halt so, dann muss man halt etwas anderes finden. Aber es ist ein Ort, wo ich fühle mich brutal wohl. Cool. Oh, fühlst du dich ja wohl da im Podcasthaus? Ja. Hast ja Sachen mitgebracht. Was denn? Ich habe mitgebracht einen Stab und es hat geheißen, ich glaube, etwas Wichtiges oder was mir wichtig ist, gell? Also, habe ich es richtig verstanden. Und der Stab ist wie so, es hat wie so 2 Seiten und Stab ist Natur, also Natur ist extrem wichtig für mich. Wo du vorher
oder wo ich auf euch gewartet habe, oder umgekehrt gewartet habe und ich hatte ein paar Minuten Zeit gehabt. Ich bin draussen auf der Bank gehockt, habe den Himmel aufgeschaut und habe gesehen, wie die Wolken ineinander funktionieren. Das ist höchst faszinierend. Und in der Zeit habe 3 Minuten lang mal die Natur anzuschauen und in der Natur zu sein, verliert man völlig. Es gibt, also ich begreife Leute nicht, die in der Natur sind und ins Handy schauen oder in die Natur laufen gehen und Kopfhörer haben. Ich habe es auch gemacht. Gell? Es ist nicht so, dass es wertend ist. Ich habe es auch gemacht, aber heute begreife ich es nicht mehr, weil es ist das Leben. Das ist nicht das Leben, das ist alles erfunden, das ist alles gemacht, aber draussen, also darum Natur. Und so ist, es ist von mir eine Tochter angemalt worden. Und also es ist unglaublich schön. Also nicht zu stehen, aber die Kreativität, die Offenheit, ich bin ja weit weg, nicht der beste Bastler und mit den Wurstfinger und pipapo, aber was sie herbringen oder was sie von null auf einfach einmal, es fasziniert mich. Also der hat auch wieder jetzt mit Menschen zu tun, darum habe ich kann ja nicht meine Menschen da mitbringen, darum einfach etwas, was sie gemacht haben und eben Natur. Und das Zweite, was ich mit habe, ist, es ist auch Naturprodukt und jetzt ist da aber kein Wasser drin. Es hat zwei Sachen, wo ich gerne mitgebe oder wo ich vielleicht kundtue, ist, mein Wasser ist auch wieder Natur. Wasser ist wahrscheinlich das Gesündeste, was es gibt. Wir sind aus, keine Ahnung, 70% aus Wasser. Die Pflanzen, es lebt alles von Wasser. Also es hat wieder mit Leben zu tun und Natur. Weil es jetzt gerade leer ist es so ein bisschen symbolisch reduzieren. Reduziert Leben, reduziert Konsumieren. Ich habe vor x Jahren, es ist vielleicht 5 Jahre her, 6 Jahre, habe ich ein Buch gelesen, wo schon seit 10 Jahren newslos lebt. Also ohne Neuigkeiten, ohne Neuigkeiten auf der Uhr, ohne Neuigkeiten da auf dem Handy und keine Nachrichten schauen. Heisst nicht, dass man nicht Wochenzeitungen liest, dass man nicht Monatzeitungen, Magazin liest, es unbedingt, aber die Schlagzeilen, und so. Und jetzt habe ich angefangen. Und ich habe gemerkt, wie süchtig nach dem bin. Und es hat so das Reduzieren hilft, zum ruhiger werden und im Jetzt leben. Und es ist etwas, wo man überall machen kann. Jetzt kommt da wieder das Wasser, die Ernährung ins Spiel. Ich habe mal einen Monat lang kein Mais essen will. Probiere es mal. Dann einen Monat lang glutenfrei. Dann einen Monat lang sojafrei. Dann mal einen Monat lang, was habe ich noch alles gehabt? Also Zucker wahrscheinlich und einmal ohne Laktose. Hey, dort warst du erst, was das ist, den ganzen Tag. Und das durchs Reduzieren lernst du so viel, weil dann lesest, was drinnen ist. Oder gehst auswärts essen und siehst, es ist ein Risotto, aber ist er glutenfrei? Ja, muss ja sein, ist ein Risotto. Ja, aber ist er glutenfrei? Ja, ich habe den Koch gefragt. Nein, ist nicht. Wir haben Aromat drin. Aha, wieso tue ich Aromat ein? Ich bin in einem italienischen Restaurant, aber hallo. Also, was essen wir da? Was trage ich mir da und wie? Und es Reduzieren von etwas kann auf einmal eine extreme Welt offen machen. Ob es bei der Ernährung ist, ob es im Leben ist, Zeitmanagement und wie viel so. Darum habe ich das so ein bisschen so mitgebracht. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Ja, aber reduzieren probiere ich in kurzem. Du weißt, was ich so beruflich tue, oder? Und das spielt halt das Handy schon
auch eine Rolle da für den und der etwas machen und posten oder selber. Und ja, es ist schon verrückt, was man halt unterschätzt, ist auch nur schon das blaue Licht. Da habe ich mal vor Jahren gelesen, dass der Ronaldo scheint schauen, dass er 4 Stunden vor dem Schlafen überhaupt keinen Bildschirm sieht. Ja, in diesen 4 Jahren habe ich vielmal immer daran gedacht, aber jetzt einmal angefangen, so einfach so Samstag, Sonntag ausschalten. Ja. Und zwar voll, oder? Jetzt haben sie gerne WhatsApp-Business, also ist noch lustig, dann manchmal Leute beten und so. Haben wir ausgeschaltet und das ist schon ganz anders. Ich meine, wir wohnen so schön, also im Podcasthaus quasi, oder? Wo am Kanal ist, dort zu Riesen. Du hörst das Plätschern anders, weil vielfach haben ja die Sachen auch irgendwie noch einen Sound, ist ja nicht nur das Draufschauen. Und dann die Bäume und dann einen kleinen Garten gibt es da noch im Podcasthaus und so. Vielleicht können wir den im Sommer mal dort draussen aufnehmen, oder? Und dann bin ich auf das Mal rein und denke, boah, ist das schön, wie jetzt da die Bäume da mit dem Wind und so, oder? Also ich bin dort am Anfang, Wasser habe ich eher das Thema nicht reduzieren, sondern mehr machen, mehr Wasser trinken. Es tut mir sehr gut und da die Steine, das kenne ich, das gefällt mir. Oder? Auch, weil die Tochter tut extrem basteln. Sie hat ein paar Sachen von mir, sie tut auch reden und so Sachen gerne, aber das Basteln hat sie nicht von mir. Es ist brutal, das zu sehen, was die machen. Oder? Faszinierend. Und was mir jetzt auch sehr gefallen hat beim Zuhören, das ist ein Thema, ich weiss jetzt auch nicht, wie das dann weitergeht, aber ich bin einfach immer eigentlich zu spät. Entweder wenn ich irgendwo hergegangen bin, zu spät, oder jetzt, da bin ich jetzt auch mehr Südamerikaner. Ich habe schon eine super Uhr da und so, aber ich bei weitem nicht, was ich mir abgemacht habe, irgendeine Zeit, 5:45 oder so. Oder? Das hättest du jetzt ja normal erwarten, oder? Ich also vorher schon können etwas da rein produzieren. Kommen da bei uns die Leute irgendwie fast 10 Minuten davor oder 5 Minuten davor und so. Oder? Und dort bin ich mehr Südamerikaner und fühle mich dann auch in Brasilien total wohl. Aber jetzt hat mir mal endlich jemand etwas Schönes erzählt, was passiert ist. Durch das, dass ich ja da später bei dir starten, dass ich die Wolken gesehen habe. Das ist doch cool, bin ich unpünktlich. Habe ich gedacht. Ja, also mir hat es geholfen, gell? Also eben weil, wenn komme ich dazu? Und ich weiss, du kennst es von früher. Früher sind, also ich kenne es noch und meine Mama ist von Slowenien. Und wo als Kind, also ich hatte ja auch einen Bauernhof und nichts. Also dort hat es nicht Hobbys gegeben und sie haben ja kein Geld und nichts, halt Selbstversorgung und all. Aber ich haben es können, wenn sie dann, sie sind am Morgen um 4 Uhr aufgestanden, gearbeitet. Aber wenn sie hergekommen sind sie hergekommen und ruhig geblieben. Und nicht noch, jetzt muss ich noch und aha und irgendetwas. Und es Bild, es gibt es praktisch gerne um. Und ich habe auch einen Gott da, den ist den ganzen Tag vor dem Haus gehockt. Und wir haben jetzt da unsere, oder Cornelia Grosstante, die es auch noch können hätte. Oder? Und es haben wir komplett verlernt. Und das aushalten können, oder es muss man schaffen. Und es hat aber mit reduzieren, so glaube ich. Weißt du, am Anfang habe ich gesehen, wie das da so läuft, oder, mit den Sachen und Überraschungen und 5 Fragen, oder? Es wäre vielleicht jetzt gerade schon die erste Frage gewesen, oder? Kennst du es? Oder? Ja. Ja, so, ja. Also dann tue ich nämlich auch reduzieren mit Fragen stellen, weil etwa um die 5 kannst ja du jetzt erstellen. Und mir ist jetzt gerade, überlege ich mir was. Bild in den Sinn, wo du gefragt hast, kennst du es, wo du jetzt da so von Slowenien und deine Erinnerungen erzählt hast. Ich kenne das sehr, sehr gut. Gott sei Dank, seit etwa 12 Jahren von Brasilien schaffen wir es fast immer, zum einmal im Jahr dort zu sein. Über mehrere Wochen. Der erste Geburtstag hat auch die Tochter Cecilia zu Brasilien gehabt. Und sagen wir mal so, klar, weißt, ich kenne Brasilien auch, Sao Paulo, Rio und so, aber jetzt auf deine Frage. Dort gibt es also einen Platz, Hof von meinen Schwiegereltern. Dort hockt dann manchmal mein Schwiegervater, der Edgar, oder er hat viel zu tun, er ist über 70 und tut alles noch selber machen und so. Aber wenn man dort hockt, ist einfach Ruhe. Dort hat es auch so Bäume und so, jetzt ähnlich wie da. Dann schaust du manchmal raus,
erzählst. Entweder trinken sie so Tee, scheinbar auch, und am Abend dann mehr kaltes Bier trinken oder so. Und es bringst mir im Fall gerade etwas auf etwas, wenn du die Frage stellst, weil ich habe immer festgestellt, und das merken eigentlich alle, die mich gut kennen, dass ich in Brasilien ganz ein anderer Mensch bin. Das ist wirklich so. Da kann ich aus dem grössten Stress von da kommen, oder eben da, vielleicht auch komische Einflüsse, wie du jetzt gesagt hast, wegen News, oder was da alles so los ist. Das ist ja kein Geheimnis, oder? Beim langjährigen Arbeitgeber von mir ist immer ein bisschen etwas los gewesen. Also, wir reden da vom Radio L. Aber dann gehst du dort über, oder? Und das sind wahrscheinlich genau auch so Momente, klar, das ist die Lebensfreude, die Herzlichkeit. Mein Gott, und ich das erste Mal denke, also, ich bin schon ein emotionaler Typ, oder? Aber was dort alles abgeht, von Wärme, Herzlichkeit und so, oder? Das ist es. Und eben auch die Momente, wenn man dort ist es anders. Das habe ich jetzt extra darauf gewartet, weil mir natürlich jetzt da im Podcast-Haus das Zuhören auch beruflich extrem wichtig ist, und hat dort gerne zugelassen bei den Australiern mit dem Grillen quasi, oder? Das Grillen ist sehr, sehr wichtig in Brasilien. Und da kommst du sogar, also hinter der Grill wirklich, das heißt Churrasco, dann darf ich da so rumtrüllen. Und dann sagen sie dir ziemlich schnell, jetzt bist du ein Gauscher. Und dann bist du wirklich dabei. Und das sogar, obwohl, muss ich zugeben, mein Portugiesisch ist ja eigentlich, gibt es gerne nicht. Halt will ich da mit allen Deutschen, aber ich bin dann einer von denen. Und ja, das ist ja so das. Also ich erlebe das heute noch, halt ja, wenn ich dort bin. Oder? Und das tut brutal gut, finde ich. Und dann kannst du nämlich wieder, wenn du irgendwo in einem Action-Bereich bist, wo eben Traumstadt ist von mir, Rio, und dort ist wirklich, wenn ich nur schon aussteige, das glaubst du nicht, das kennst du vielleicht, aber du hast es jetzt erzählt von dem Ort in Deutschland, oder? Dann steige ich aus und weißt schon, ich bin da daheim, oder? Und so. Aber es hat wahrscheinlich alles Zusammenhang mit dem Ski, ja. Ja, das unbedingt. Aber jetzt bin ich dran mit Fragen, gell? Was treibt dich denn ständig an, dass du, obwohl dass du ja anscheinend dort anders verhaltest oder dich vielleicht anders fühlst als wir da, zum da ständig, und ich nenne es jetzt mal ständig, vielleicht ist es nur eine Aussenwirkung, neue Sachen erfindest, neue Sachen eingehst, neue Sachen auf dich nimmst, als wir einfach sagen, okay, jetzt bin ich im Radio und ist das gut. Oder jetzt bin ich dort, danke, ist das gut. Aber irgendetwas treibt dich. Und wieso machst du es? Weil es führt ja dann vielfach dann eben auch zu ich sage mal, Überladung oder Verspätung, weil du überall dabei sein musst. Aber wieso machst du es denn? Was treibt dich dort? Also ich mache es gern, und ich habe das Glück, also wahrscheinlich nie diesen Lohnzettel gehabt wie du bei der Bank, oder? Aber ich habe wirklich immer Zeug gemacht, die ich gerne mache. Um genau jetzt auf die Frage eingehen, was treibt dich? Also treiben im absolut positiven Sinn, oder? Jetzt auch die Idee, dass wir da hocken im Podcast-Haus, kommt von meiner Frau, der Christine. Die sagt es dann wahrscheinlich etwa 5-mal, wenn da irgendwo im Wald spazieren sind in Schaan oder so. Gibt es viele Ideen überhaupt, ehrlich gesagt, auch die Firma, oder? Und irgendwann höre ich es dann, oder? Und dann nachher kommt es einfach von innen raus, oder? Sind, viele sagen so Bauchgefühl und so, das habe ich nicht, ich habe es da, oder? So Brustbereich, Herz oder so. Und wenn es dann dort stimmt, dann mache ich es. Und auch Sachen, weißt du, ich keine Ahnung eigentlich, aber ich habe dann das Gefühl, das muss man machen, oder? Und ich habe früher auch so quasi so Mutproben gemacht, oder? Also es gibt auch ein gutes Gefühl, weißt du? Also es ist jetzt nicht nur so, wow, das ist ein Herzensmensch und so, oder? Nein, musst etwas probieren, musst dich trauen. Ein paar Mal tut es auch nicht, oder? Und dann lernst du wieder etwas daraus. Und dann kommt wieder etwas Neues, oder?
Und ja, so läuft das eigentlich. Also es ist viel mit dem Gefühl. Also eigentlich so wird die Antwort, jetzt ohne da quasi da gewisse Projekte sagen. Oder? Also das heisst dann, ja komm, das machen wir, oder? Und dann habe ich vielfach das Glück, oder? Dass ich Leute um mich habe, und vor allem jetzt in meiner eigenen kleinen Familie, die das total unterstützen, oder? Also das glaubst du nicht. Also du hast jetzt das da vom Basteln erzählt, oder? Aber also ich muss auch sagen, einen riesen Kick hat dann schon nochmal die Tochter gegeben. Oder? Zum einfach so Sachen trauen, was ich so tue. Mhm. Und was hast du so für Inspirationsquellen? Also wo holst du denn auch die Ideen? Kann ich aus dir raus oder hast du was weiß ich, Magazin, hast du Online-Sachen, hast Menschen, die du beobachtest? Wie kommst du auf die Ideen, die du machst? Also ich finde das noch spannend, dass du mir da quasi wie so einen Erfinder herstellst. Also weil, ja, ich habe nie das eigentlich so überlegt. Ich habe schon viel gehört von so gescheiten Leuten, oder, wo eben so Strategen sind und so, oder, und dann, wenn sie mich dann eigentlich irgendwie loben wollen, sagen sie, ja, du bist ein Mann, oder so, oder. Und ich auch, das finde ich jetzt nicht ein Wort, das zu mir passt, eben weil ich mache, okay, oder, ich habe eigentlich ja nichts jetzt irgendwie erfunden oder eine Sache oder so, ich tue einfach das, was ich gerne mache, so, oder. Und Inspiration habe ich immer eigentlich so in mir drin, so, weißt? Also das müsste jetzt eigentlich schon noch etwas anschneiden, wo ich jetzt nicht total aushole, aber was wirklich sehr wichtig ist für mich, ist der Glaube. Und da ist jetzt, wenn ich zurückdenke von früher, Kind und jetzt und so, ich bin immer gerne in so Kirchen gewesen, oder? Es hat sich dann einmal so ergeben, dass ich ja gut Klavier gespielt als Kind und so und bin, glaube ich, etwa so, sagen wir mal, Teenageralter, das ganz genaue Alter weiß ich nicht, bin ich glaube einer von den wenigen gewesen, der in beiden Kirchen Orgel gespielt hat, evangelisch, Verruz und auch in der... Also du hast Orgel gespielt? Ja, und also auch in der Kathedrale. Ja. Also dort war es noch, glaube ich, einfach eine Kirche gewesen. Und das ist mir, also dort bin ich so, weißt du, daheim gesehen. Ich habe das nie so eng gesehen, so evangelisch oder so. Und ich habe auch immer gerne so Gespräche gehabt, oder? Mit Leuten. Das ist dann auch mit Leuten von anderen Kulturen und so. Das hat mir einfach wirklich, also nur durch das Wort Gott und wer sind wir, und dann sind wir ja eigentlich, dann kann man auch sagen, wir sind klein, oder? Oder dann einfach auch das Bett da und hin und her, also das gibt schon ziemlich Kraft. Das ist so das Spezielle, Ja. oder? Wo ich die jetzt, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch überrascht. Natürlich die normalen Sachen, du gehst in die Natur, du hast gerne mal ein bisschen länger schlafen, oder ich bin sehr gerne mit Familie und das alles. Aber ich habe wirklich das Gefühl, das ist eine Quelle, um es so zu sagen. Ja? Wenn du hast die Orgel angesprochen, oder? Also ich kenne ja von, sagen wir medial und medial und jetzt kommt das Musikinstrument dazu, zusammen. Aber du singst nicht und spielst nicht Instrumente, oder du hast es auch. Ja. Also ist es etwas, wo... Also jetzt singe ich brav Also ich und gern. Ja, klar. Aber ich habe es gelernt. Mal. Weißt du, es gibt ja wie, man ist gern, eben, keine Ahnung, wie man sieht, meistens tut man gerade als Künstler, ich sage es mal so umfassend, ist man dann auch oft mal auch mit der Gitarre auf der Bühne. Ja. Und andere Sachen hast du auch schon gemacht, oder gehst du in die Richtung? Nein, habe ich gemacht. Es ist wie so ein Kapitel, das ich ziemlich abgeschlossen habe. Und das hat wieder mit der Leidenschaft zum Radiomachen zu tun. Und das ist so, ich bin sehr musikalisch aufgewachsen, zum Teil auch streng. Also ich wäre dann vielleicht schon lieber shooten, weil da bin ich nicht so gut gewesen, aber Skifahren bin ich ziemlich gut gewesen, aber man hat einfach gemerkt, beim Klavierspielen bin ich ein bisschen
besser als, sagen wir mal, der Rest der Klasse. Also, ja. Und dann ist das halt so gekommen, dann hat ziemlich früh Konzerte, also ich komme eigentlich eher vom Klavier, aber Geld verdienen kann man als Organist, oder? Und dann bin ich auch im Musikgymnasium gewesen. Musikgymnasium, da gehst du auch in den Chor, da lernst du richtig singen, oder? 2-mal in der Woche und also, ja. Und dann... Wo ist der gesehen? Zwelkirch. Ja, ich bin dort eigentlich im Fall auch her, gell. Klar, das Talent ist schon da, ist jetzt noch da, oder? Aber dort hat man mir gesagt, weißt du, es hat den Beruf noch nicht gegeben, Radiomoderator. Ich habe mit 14 die erste Radiosendung gemacht. Ich war mal zu Basel in dem riesen Studio, dort hat man noch können rauchen und hin und her, oder? Dort auch gewisse Sachen live moderiert. Ich hätte eigentlich das Programm dort schon können. Heute sagt man so schön LinkedIn Deutsch Dörfer, oder? Nein, es einfach können machen, oder? Sind Sachen, die mich bis jetzt begleiten. Und ja, dann habe ich den gefragt. Das war so ein Start in diesen Zeiten, oder? Wie macht man das? Das ist einfach machen, probieren. So. Das sind nur Quereinsteiger gewesen. Und das ist eigentlich so mein Weg. Ich hatte dann da einfach dann noch das Gefühl gehabt, da fehlt eine Jugendsendung. Und dann bin ich einfach da im Studio zufrieden gewesen. Und darum bin ich auch froh, ist die Produktionsreise für mich da sehr wohl und sehr daheim und sehr sicher, oder? Und so bin ich dort in die Sperrfabrik und ich gesagt, jetzt mache ich eine Jugendsendung, da Kassettchen. Ich habe schon mal können das machen und jetzt mache ich es einfach da und jetzt kann ich es ja machen. Und dann nachher ist es wirklich cool gewesen, viel erlebt, oder? Es ist ein Team-Podcast, also du bist der Gast hier, oder? Darum tue ich jetzt abkürzen. Wegen der Musik ist das eben so gewesen. Es hat einen sehr gut getan und die haben mir auch Jobangebot gegeben, oder? Und dann habe ich einfach gemerkt, ja, was jetzt, da weiter üben, oder? Oder Radio machen, oder? Und ja, dann hat sich das andere ergeben. Ja, und dort aber, weißt du, hatte ich schon alles gehabt, Rap, Rockband bin ich drin gewesen und hin und her und so, ja. Aber das gefällt mir schon besser. Ja, dann komme ich vielleicht zu mir eine Abschlussfrage. Ja. Du wirst ja nachher vielleicht auch ein paar Sachen haben. Ja. Mit einem Schmunzeln mache ich jetzt das. Wenn du auf all das zurückschaust, was du bis jetzt gemacht und getan und erreicht hast, wie viel davon ist Glück gewesen? Und wie viel davon ist Können gewesen? Das ist ja ein Flashback für dich, ha? Alles Glück. Alles Glück. Wirklich. Nur Glück. Also es zieht sich durch bis jetzt. Und darum bin ich wirklich einer, der einmal am Tag sagt, Gott sei Dank. Oder? Du musst dir vorstellen, nur jetzt das Podcast-Haus. Kommt die Operationen, die ganz am Anfang erzählt. Dann haben wir schon ein bisschen geplant, ja, wie geht jetzt das mit den Möbeln. Und dann hat sie halt die Operation verschoben, dann hast du die Möbel nicht können holen. Und dann erst später dort unten rein. Oder? Und auf einmal komme ich mit über, was? 5 Franken pro Möbelstück von der Landesverwaltung. Machen. Dann habe ich 2 liebe Kollegen, die da mitgekommen sind, der Daniel und der Romeo. Und das war ein riesiges Ding, oder 300 Leute fast und so. Und du glaubst es nicht, ich habe genau den Tisch, den ich mir für das Podcast-Haus gewünscht habe. Ja, wow. So eine Runde. Ja. Und noch ein Haufen andere Sachen. Stühle, ich habe schon Kurs können dort rein und Glück. Und jetzt sind wir bei Glück oder Können wegen dem Wort, also erster Podcast, und es hat einen Zusammenhang mit Einladen und Marketing und dem allem. Und da ist die Reihe gestartet mit Glück oder Können. Ich war noch Radiomoderator, habe das gelesen und dachte, was tut denn der da, oder? Dann habe ich es angefangen zuzuhören. Und im Radio bist du wirklich so, du musst es auf den Punkt bringen, in 4 Sätzen, an dem Sendeplatz. Wenn du ein Interview machen, geht es 2,5 Minuten und hin und her, oder? Und bei dir ist mir einfach aufgefallen, der Fragetafel, oder? Und ehrlich gesagt, die ersten paar Minuten, macht er das überhaupt gern? Es hat er aber auch mal gegeben. So eine, habe ich einfach gedacht, das musst du sagen, oder? Also tust du da so, wie so, wenn du keine Lust hast, manchmal Fragen stellen, aber ich habe gemerkt, so, das ist dein Stil, oder? Und so machst du das und so fragst du
So, und jetzt ist eben meine Frage, du hast das angefangen und zuerst einmal den Namen Podcast Haus hast du erfunden, ist jetzt da gelandet bei mir, ist auch Glück, das Glück, oder? Und jetzt ein Glück oder Können. Ja, wie bist du auf den Namen gekommen? Ha. Oder die Idee? Also die Idee ist also dass es einen Podcast braucht im Land, habe ich, oder in der Region, weil wir schon und Cornelia haben ja Jahre vorher schon Podcast gelesen. Also noch Schweizer Radio hat ja immer noch, und früher Formate, die es immer noch gibt, die einfach toll sind. Und die Idee ist dann, wie gesehen, ja, wenn so etwas dann über einen Heuladen zu machen und um was geht es. Und dann ist es darum gegangen, ohne Konzept nicht. Also ich hocke nicht auf den Terren und fange an zu schwätzen, sondern um was geht es. Und dann habe ich, durch dass ich da halt, keine Ahnung, 15 Podcasts gleichzeitig gelesen habe, immer wieder so etwas, habe ich aus jedem aussen, von einem Fußball-Podcast, von einem amerikanischen Podcast, vom deutschen Podcast, habe ich so die Elemente rausgenommen, wo ich denke, das finde ich extrem speziell und cool dort. Und haben wir wirklich ein Drehbuch geschrieben, im Sinne von, das sollte sein. Und ist ja so entstanden und Glück oder Können, ich kann das nicht einmal sagen, wie es dann rausgekommen ist. Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus dem allem rausgesehen, weil ich habe wie so einen Weg gesucht, wie kann ich schwätzen, eine Stunde, anderthalb, und zuletzt wie so die Frage stellen, ohne dass es wie herführt, oder? Ohne dass es zu plump kommt. Und schlussendlich ist es das, was mich dann auch vielleicht noch interessiert hat, ist es, was hast jetzt wirklich Glück und was ist Können, und ja, es hat dann einfach gut gepasst. Und ja, es ist also entstanden, und wieso gerade dann angefangen. Ja, irgendwann muss man anfangen, so wie du, jetzt macht man halt einfach einmal, und ich habe da Hand zu 3 mit den Leuten geschwätzt, und nein, und dann machst du nicht das und jenes und so. Ich denke, so, das ist Scheiß drauf, und mach einfach und rede mal, und dann habe ich eben vielleicht hast du die erste gelesen, dort habe ich... Cornelia hast du die erste gesehen? Ich habe gesehen, schon, ja. Also vor 6 Jahren, das muss man noch sagen. Ja. 6 years ago, wenn man auf Soundcloud geht. Ja, okay. Also wenn du es gemacht hast und wie lange das kannst du schneiden, vielleicht schon mal 7 Jahre. Ja, also ich habe pro Podcast habe ich zwischen, also von etwa 6 bis 9 Stunden gehabt. Und es nebenbei, also es ist etwas gewesen, wo ich dann halt eben morgen um 5 Uhr aufgestanden bin, habe geschnitten, bis das Kind wach geworden ist oder irgend so etwas, und habe auch die Ferien und alles dazu genutzt. Aber es ist, was für mich klar war, ist, ich will nicht das typische, der prominent und der schon 40 Interviews dort gegeben hat und der dort im Fernsehen ist und der hat ja schon was für sie für Preise gewonnen. Ich will mit den Menschen reden. Und aus ihm raus, es hätte mal ganz früher beim Schweizer Fernsehen, keine Ahnung mehr, wie es geheißen, ich habe noch Bilder im Kopf, hat es jemanden gegeben, der mit dem Mikrofon und mit der Fernsehkamera dort mal in irgendeiner Bahnhofstrasse so auf irgendwelche Leute zugelaufen sind und gesagt haben, hast du eine Stunde Zeit, ich hätte gerne mit dir geredet. Und es freut mich jetzt immer noch jetzt, dort sind Geschichten dafür gekommen. Es ist brutal. Es hat jeder Mensch irgendetwas zu erzählen. Und aus ihm heraus ist das Glück oder Können aus Unternehmenssicht, also geschäftlich, auf einer Heuladen, es ist ein Start-up, und so habe ich mit vielen Leuten, die etwas gegründet haben, angefangen zu schwätzen, und nicht eben die ganz Grossen, sondern wirklich einfach 2 Leute, vielleicht sind es 10 Leute. Und das andere Format, also so ein Unterformat, ist ja «Was für ein Leben» gewesen, wo ich mit Leuten, die schon
im höheren Alter gesehen, über das Leben geschwätzt haben. Und es ist etwas, wo mich heute immer noch extrem fasziniert und jetzt rückblickend, ich habe es zu wenig gemacht. Ich hätte es noch viel mehr machen sollen. Was ich auch angetroffen habe, ist, es ist eine Generation, die nicht gerne über sich schwätzt. Das ist noch ziemlich faszinierend gewesen, wo sie haben abgesehen, nein, ich habe ja nichts zu sagen. Ich habe gesagt, sicher hast du etwas zu sagen. Nein, was interessiert das schon? Oder? Und es ist extrem stark, oder? Wenn du heute die Jüngeren sagst, man ihnen ja sofort, was sie alles erzählen. Oder? Aber eine Generation hat wie das Gefühl, sie hat nichts zu sagen, obwohl dass sie extrem viel in uns mitgeben könnten und sagen kann. Und ja, es hat mich also wie Stimmung gefunden, auch für einen Heuladen, natürlich mit Cornelia zusammen, zum der Heuladen als Plattform nutzen, zum Format generieren, das es so nicht geht. Also Social Media, wie es wir eine Weile gemacht haben, hat zu dem Zeitpunkt vielleicht wenig gegeben, gerne nicht, aber nicht gegeben. Wir haben dort die Filme ganz am Anfang gemacht, die unglaublich gut gewirkt und angekommen sind. Und so ist es nicht der Podcast gesehen. Und was wir schon können und auch müssen, ist, wir können auch abschliessen. Im Sinne von, okay, jetzt haben wir es ausprobiert, jetzt ist es gelaufen und jetzt wird es wie mehr ein Zwang zum Weitermachen. Also hören wir wieder mit dem und schauen wieder, was es neu gibt. Und darum hat es dann wie so ein bisschen dann aufgehört. Weil es hat dann jetzt aus meiner Sicht ausser dann oft mal einen finanziellen Charakter überkommen, weil im Sinne von, ich könnte ja was für ein Leben noch verkaufen, ich könnte es ja für Geld machen, oder es könnte mir jemand Geld geben, dass sie mit mir reden, dass sie eine Audioaufnahme haben, wo sie dann, wenn sie sterben, dem Kind wieder geben kann. Also so Sachen sind Gedanken, also das wäre so ein Lebensbuch, ein Geschwätz. Und irgendwann hat sich für mich wie dann auf einmal nur eine Stimmung angefühlt, aus etwas Geld machen, das ich eigentlich aus Riesenfreude gemacht habe. Weil vielleicht bin ich zu früh gewesen, es sind einfach die Mechanismen, sind wie nicht zusammen, die Sterne sind nicht so gestanden, um zu sagen, okay, das ist jetzt der Weg und das ist jetzt mein Berufsweg. Und darum ist dann, hat man dann den Schritt weg. Hat es eine Pause gegeben jetzt, oder? Also wenn ich es richtig im Kopf habe, so vor 3 Jahren hast du, glaube ich, den letzten aufgeladen. Das kann sein, ja. Und also ich habe mir dann schon fest vorgenommen, um dir zu sagen, die Pause ist jetzt vorbei. Also es gibt hier ein Podcast-Haus. Also zu der Idee, oder? Also bei dem Podcast-Haus ist jetzt nicht, dass ich da der Siebensieg bin, der mit allen redet. Das mache ich sehr, sehr gern. Aber eben, anderes Boot nehmen, ein Haus hat ja Platz. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Es war schon beim ersten Telefon von dieser Idee. Also da mache ich nichts falsch, oder? Ja. Für deine Idee. Und dort kann man jetzt sogar so mal abmachen, oder? Dass ich dann dort, sagen wir mal, so eine Ecke mache, oder Zimmerle in dem Haus, oder? Wo dann schon die ersten von dem Land Platz sind, wo man sie einfach aufladen. Auf Deutsch gesagt, jetzt wirklich ohne finanzielle Interessen, gell? Weil ich finde, man muss wissen, woher das man kommt, und von dort her kommt das Podcast-Haus. Und eben, warum ich finde, sollte es wieder machen, okay, eben, du bist dort extrem früh gewesen. Das ist für mich auch kein Problem. Also wenn ich sage, es war ein bisschen vielleicht eine arrogante Art gewesen, da als einer, der schon ein bisschen moderiert hat, dass ich denke am Anfang, ja, hey, so, wieso tönst du so? Es hat aber übrigens auch einen Moment gegeben, wo ich gedacht habe, wow, das ist dort, wo du raus bist und draussen produziert hast. Und klar, in der Schweiz ist eine andere Szene, das Cobon super finanziert, aber trotzdem auch noch ziemlich von dort, wo das Geld sowieso umeinander war, also in den irgendwelchen subventionierten Medienhäusern, oder? Das wundert mich eben, dass jetzt so subventionierte Medienhäuser das nicht machen heute, also was ja eigentlich Sonnenschein klar ist. Es gibt jetzt viele coole, interessante Podcasts, auch im Land, aber eben, es hilft jetzt unserem Podcast-Haus, gell? Aber ich finde, du solltest es
solltest du es wieder machen wegen dem Geld verdienen. Ich habe natürlich jetzt wieder das Glück, oder? Ich darf jetzt aktuell filmen für das Landesmuseum und für das Museum Presteck in Altstätten über die Ausstellung, was jetzt, weil du gerade mit Zeitzeugen gekommen bist, nach dem Krieg. Mhm. Also dort hatte ich ein Erlebnis gehabt, wo klar ist, wir machen ein längeres Interview mit dem Martin Frommelt und dann ist aber auch Therese dabei gewesen. Und die Therese hat bis jetzt etwas gemacht mit mir in der Rolle vom Kameramann, wo ich so noch nicht erlebt habe. Oder? Und weißt du, wie du sagst, wieso dass das wichtig ist, dass die Leute das erzählen. Gleichzeitig muss ich sagen, ja, jetzt gibt es halt Geld für das, oder? Es ist eine andere Zeit, oder? Du hast dich bewerben, kann ich das machen und dann gibt es da Offerten und dann kommst du durch. Aber also die Ebene ist jetzt klar, oder? Und dann ist die Frau dort gehockt und hat schon währenddem, dass der Martin Frommelt, also der Künstler, geredet hat, da so zittert in der Handtasche. Dann musste er sagen, so leider leicht gestresst, oder? Hey, du, das hört man, ich darf dir die Tasche wegnehmen und so. Kommst du dann nachher dran, oder? Und dann nachher hockt sie dort an dem Tisch, ohne Tasche. Und sie war die Einzige, wo wir gewusst haben, ja, die sagt jetzt ein Statement zum Thema aus der Sicht vom Kind. Hat sie den Krieg erlebt, oder? Und sie hat eine starke Verbindung gehabt, hat das Gefühl, wie es Mama erlebt hat, oder? Die Bombe hat sie gehört, oder? Feldkirch und Angst gehabt. Und sie sagt selber, ich bin im Golf gewesen und so. Das war abgemacht gewesen. Haben wir gewusst, das brauchen wir für die Ausstellung, so Drehbuch, so fertig, oder? Lang vorbereitet von meiner Kollegin, der Historikerin Julia Frick. So, und dann kommt sie auf einmal mit dieser Karte, zittert ein bisschen, oder? Und genau kann ich es nicht nacherzählen, aber sie hat dann halt so gesagt, ja, klar, die Frauen haben dort kein Stimmrecht gehabt, aber haben die so Karten gehabt, wo die Frauen, es ist aus der Idee der Frauen gekommen, haben sie selber so gemacht. Und dann haben wir eins draufschreiben und noch wie viele Kinder das sie haben. Und so zusammengefasst, also ich tue es dann vielleicht einblenden da im Podcast, dass sie einfach gesehen haben, wir wollen Liechtenstein bleiben. Sehr auf den Punkt gebracht. Und dann erzählt sie, dass sie weiss, oder dass wo der Moment war, wo die vielen Karten übergeben worden sind, damaliger Fürst, Franz Josef, dass der nur noch brüllt hat. Nur noch brüllt hat. Und das ist dann schon, also kommt mir jetzt auch Gänsehaut über, oder was die Frauen dann so gemacht haben, habe ich nicht gewusst, weißt du, oder? Und dann erzählt dir so eine Person, und jetzt ist dann auf der Moment gekommen, wo sie die Karte dann so zitterig reinhebt, und dann ist mir in den Sinn gekommen, hey, die ist etwa so klein wie unsere Cecilia, und dann ist einfach alles zusammengekommen, oder? Und dann sagt sie, das wollte ich einfach nur noch sagen, oder? Wow, da hat es mich fast umgehauen hinter der Kamera. Und ich bin jetzt auch froh, habe ich es ein paar Mal erzählt, als ich es daheim erzählt habe. Und dann raus mal in und ich tue ja nur noch brüllen, wegen sowas, oder? Und darum würde ich sagen, es hat einen ganz grossen Wert, oder? Und darum könntest du es da mal wieder machen. Also weißt du, also, oder denkst du nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, voll abgeschlossen. Weil, ja, also, weißt, es gibt doch gerne Schauspieler auch, die sagen, jetzt habe ich genug, oder? Und auf einmal wirklich jetzt passiert, so 20 Jahre später oder so, kommen irgendwelche Fortsetzungen. Du hast wahrscheinlich auch, das ist auch so, kann man sagen, ungefähr in dieser Top Gun Generation, hättest du gedacht, dass der nochmal vorkommt, und zwar er selber, der Tom Cruise, oder? Ja. Also, und dann täte ich sagen, der kann jede Musikband oder etwas. Nein, eben, irgendwie kann ich abschliessen. Okay. Und dann bin ich ziemlich konsequent, weil dann kann ich, das habe ich auch mal von jemandem mitbekommen, einen bekannten Politiker in den USA, also nicht jetzt aktuell, aber ein ehemaliger, der gesehen hat, ich kann 2 oder 3 Projekte wirklich vorantreiben. Und komme im Alltag 50 neue Zuhörer und ich entscheide, ob ich einen von diesen 3 wegnehme
wo ich das Gewicht und den Fokus drauf nehme. Wenn ich einen weg habe, kann ich einen dazu tun, aber es sind nie mehr wie 3. Und es ist mir auch schon so etwas, was mir geblieben ist, im Sinne von reduzieren. Oder ich kann mich auf 1, 2, 3 Sachen wirklich fokussieren und sonst bin ich nur so halb dabei. Und dort mit dem Podcast habe ich es dort mehr gehabt und ich glaube nicht, dass der Fokus im Moment wieder zurückkommt auf so etwas. Und es ist eine schöne Sache, es sind noch schöne Erinnerungen, die ich dort habe. Und ich habe etwa 50 Gespräche oder so wahrscheinlich gehabt. Ich habe dort auch Leute kennengelernt und lernen dürfen. Und ja, es ist gut. Es ist gut, wie es ist. Ja. Schön. Und für mich ist auch gut, wie es ist. Danke, dass du der Erste bist da im Podcasthaus. Danke vielmals. Und gerade so beim Reden ist es schwierig mit Abschlüssen, aber du hast jetzt ein paar Mal das erklärt und gesagt. Und ja, jetzt ist der Abschluss von dieser ersten Folge. Ich glaube, hinter dran ist auch langsam der Florian. Nein, er schüttelt den Kopf, weil ich habe ehrlich gesagt mit ihm keine Zeit abgemacht. Erstens mal also mit dir eine Zeit abgemacht, oder? Dann haben wir Sport angefangen und jetzt da haben wir dafür länger gemacht. Also an der Stelle danke an unseren Techniker, der Florian Kindle. Und Abschluss, wie ich jetzt da so wegen dem Podcast aus von dir gelernt habe, ist da die Abschlussfrage. Klar, das gibt es ja so klassisch, gell? Man hat jetzt nicht Glück oder Können, oder? Sondern einfach 2 Sachen. Wie ist es im Podcasthaus? Cool, lässig. Kommst du wieder? Ich komme gerne wieder, ja. Gut. Aber zuerst wirst du noch viele andere haben. Okay. Aber ich komme gerne wieder. Gut. Nein, ja, ich rede so oder so gerne mit. Gut, vielen Dank. Also das war es gewesen. Danke fürs Zuschauen und das Zuhören. Und ja, könnt ihr genauso, wenn ich gespannt sein, wer denn da als nächstes zu Gast ist im Podcasthaus. Danke, machen's gut und bleiben gesund.